Die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg sind heiß, denn sie wollen heute gewinnen, um ins Halbfinale einziehen zu können. Hier beim Spengler Cup in Davos bei NHL 19. Ja, Freunde, willkommen zu diesem Turniermodus. Ganz kurz gucken. Ah, als Ice Tigers, okay. Ja, Spiel starten. Das heißt, sie sind ja, es müssen eine Heimmannschaft sein, oder? Eigentlich sind sie ja Gruppe Zweiter. Zweite Gruppe Catini, in der dritten Gruppe Toriani. Heimvorteil haben wir, alles klar. Das heißt, wir würden vermutlich nachher, wenn die Ice Tigers gewinnen, aber wir müssen nachher eigentlich treffen. Das ist eine gute Frage, wa? Oh, sie treffen auf die Russen. Oh, im Halbfinale trifft Kanada wieder auf Davos. Ach du Scheiße. Aber egal. Wir sind hier zurück in der Arena beim Spengler Cup. Das Duell zwischen den Tschechen und den Deutschen. Noxlaris Rinek, was ich immer falsch ausspreche, mit Simon Rubek im Tor. Gegen die Ice Tigers aus Nürnberg mit Niklas Treutle. Die Nummer 31. Und damit heißt wieder mal schwarz gegen weiß, könnte es anders sein. Und das Spiel ist eröffnet. Man merkt es anhand des Publikums, die Fans sind außer sich, sie sind heiß wie Frittenfett. Die Tschechen versuchen es. Die Deutschen formieren sich. Das kennen sie nur zu gut. Der war schlecht gespielt und die Deutschen befreien sich erst einmal. Mit einem Icing. Das ist eine tolle Befreiung. So. Nummer 41 versucht es nochmal. Was wird sie tun? Nichts, denn sie hat Pech. Aber sie hat den Schuss geblockt und jetzt kann sie zum Konter einsetzen. Wenn sie es schafft, sie nicht den Puck abnehmen lässt. Wow, sie muss ein bisschen dribbeln. Sie versucht es erfolgreich, aber irgendwie auch nicht. Und da ist die Abseitswarnung. Da ist sie nicht mehr. Sehr schön. Wir können angreifen. Wir können angreifen, wir können angreifen. Wir können angreifen. Wir können den Puck verlieren. Und wir können den Puck zurückgewinnen. Das ist Spannung, das ist Spengler Cup Feeling. Und das ist ein Dreckschuss und direkt noch einer. Er wird ständig geblockt, das gibt's nicht. Die tschechische Abwehr kann sich wirklich glücklich schätzen, dass sie so gut formatiert sind. Und der Torhüter kann sich über diese tolle Vorarbeit natürlich auch bedanken. Ah, ich kann mich vor allem aufregen, ey. Alter. War schön, wa? Nach am Schluss, Tor war frei oder hier? Nicht hier, hier war das Tor frei, weil ja, der Gegner ist im Weg. Super. Schöne Scheiße, ey. Komm, Nummer 9, mach das. Dankeschön. So. Ja. Du bleibst mir weg. Du bleibst mir schön weg, hey. Na, kommst nicht dran, wa? Kommst nicht dran, hehe. Na, du kommst auch nicht dran, wa? Kommst nicht dran. Nee. Jetzt kommt er doch ran. Aua! Mann, nimm diese Grobiane. So. Nein! Ups. Aua! Also eins muss man das Spiel lassen, es ist definitiv intensiv. Boah, die ganz blauen Flecken, die ich hier schon habe. Nein! Ich komme nicht mehr an diesen Scheißspieler vorbei. Bams! Das war kein Crosscheck. Interessant. Also eins muss ich den Tschechen lassen. Die sind echt gut formiert. Immer am Gegner. Immer am Gegner. Kannst machen, was du willst. Ich komme nicht an ihnen vorbei. Das ist doch einfach... Boah, zum Mäusemelken. Boom! Also eine schöne Szene. Oh, er muss raus. Er ist verletzt. Das war keine schöne Szene. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Dafür, dass sich ein paar Bits verletzt haben. Bits und Bytes, 0 und 1. Scheißegal. So.
Bessere Technik. Vielen Dank dafür auch. Ja, super, was dann das und Pass, ey. Geplant was anderes. Mann! So, jetzt nochmal. Komm, komm, komm. Boah. Alter. Ja klar, geht er noch aggressiver ran. Bams. So, wir behalten einfach mal, komm. Also Tschechen sind ziemlich aggressiv, ey. Gefällt mir jetzt gar nicht. Das Trommelgewirbel. Nürnberg! Nürnberg! Na, das ist ein Direktschuss versucht, okay. Hatte gerade Heavy, so durch Pechen ist trotzdem in meine Richtung, aber ist natürlich klar. Ja, das erste Drittel ist vorbei. Viele Offensivaktionen gesehen, viele Defensivleistungen, keine Tore, aber irgendwie auch keine perfekte Torgelegenheiten. Denn überall war einer der Torhüter oder ein abwehrender Spieler im Weg. Ja, ich glaube, so kann man es ziemlich gut zusammenfassen. Alter, ich hatte nur einen Schuss! Spieler ist keine Pässe, aber nur in aussichtsreichen Situationen. Mhm. Es mögen noch wenige Tore gefallen sein in dieser Partie, aber die Stimmung könnte nicht besser sein. So, Deutschland am Puckbesitz. Ich sage, das automatische Umswitchen funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ich finde eigentlich, hier muss man gar nicht viel machen. Am Abwehr meine ich. Versuchen zwar irgendwie ein Powerplay aufzuziehen, okay. Oh. Nur aus, dass ich nichts machen muss. Ja, war natürlich jetzt nicht so eine Glanzleistung von mir. Scheiße, das war anders geplant. Da kommen sie zum ersten Treffer. Leck mich an Schöpli. Mhm. Das ist natürlich aus der Situation und dann ist natürlich noch alles blockiert. Siehst nichts, oder? Ne, der Torhüter. Ja. Abgeblockt, abgefälscht, oder? Habt ihr richtig gesehen? Die Kufen des anderen Angreifers, ich glaube schon, war irgendwie so. Scheiße! Okay, jetzt reicht's aber. Icing. Nee. Tu das so Arme heben. Ha, das ist ein Icing. Ha, ihr Idioten. Ha. Nicht so, du scheiß Torhüter, hol ihn doch ab, fang ihn doch ab oder mach irgendwas damit, Mann! So. So. Ist im Weg, Schiri. Ich krieg ihn noch, ich krieg ihn noch. Ich krieg diesen Sack noch. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Gutes Timing und... Boah, am Tor vorbei. Das eben diese 30% schon mal erwähnt hatte. Am letzten Folge oder so. Aber wenn du gut zielst, kann es halt trotzdem sein, dass der Puck halt... Hallo?
Ja, Mann, ich habe auf die Seite gezielt. Was ist los mit dir? Torhüter. Alter. Nö. Oh, wieder geblockt. Dankeschön. So geht das. Alter. Seht ihr, wenn ich mal ein bisschen ruhig, ein bisschen mehr konzentriere, ein bisschen mehr mit dem Stock ausholen und so, ein bisschen freie Fläche und zack ist er drin. Der Ausgleichstreffer für die Nürnberger Ice Tigers und die Fans, sie jubeln, sie sind außer sich vor Freude dank Dane Fox, der Nummer 74, dem Captain der Ice Tigers. Auf der Fanghandseite, das sind Toten natürlich immer eklig. Sehr, sehr eklig. Tja Leute, so schnell kann es gehen. 1-1. Ich hab echt verarscht. So, was ihr könnt, kann ich auch. Hui. Hä? Hä? Ja, rechts außen, ne? Der hat lieber links oben zielen sollen, wa? Weil links oben kriegt er ihn in der Position eher weniger. Gut, müsst du die Schulter einsetzen, aber. Ah, fuck. Und schnell gewechselt. Nein! Wieso ging er nicht rein? Alter, ich war vorm Tor. Gut, das war natürlich ein Winkel, wo ich eigentlich eher auf den Abpraller gehofft hatte. Scheiße. Mann! Er geht mir auf den Sack, der Torhüter. Ganz ehrlich. Scheiß Goalie. Hier der Abpraller, Mann! Er war zu nah am Tor, war nicht mehr. Nein. Scheiße. Nein! Alter! Was hab ich denn heute für Pech? Der hätte drin sein müssen. Oh, wie scheiße. Wie scheiße. Was für ein Scheibenkleis, nein. Leck mich am Arsch, leck mich am Schöpli. Ne, da kommt erst beim Schweizerdeutsch wieder. Scheiße. Ja, das war das zweite Drittel hier. Spannender kann es kaum sein. Es steht 1:1 zwischen den Deutschen und den Tschechen. Beide hatten ihre Chancen. Beide haben sie zum Teil verwertet. So kann es weitergehen. Dann sagt der Coach, spiele klug und konzentriere dich auf das nächste Tor. Ja, danke schön. Aber die Idee wäre nie gekommen. Konzentration. Wusa. 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 Oder? Der super genau im Moment senkt in den Kopf. So, war jetzt sicher für den Torhüter, das ist nochmal ganz wichtig bei der Aktion. Da habe ich ein bisschen abgeblockt. Mann! Oh. Scheiße. Mann, da ist er genau in die Richtung. Oh, schon wieder. Ey, da wärst du genau in die Richtung, wo ich schießen will. Was ist das für einer? Der ist ja gekauft. Da muss man direkt Schuss, muss ich ja, in dem Moment, wo ich passe, muss ich auch die Richtung vorgeben, wo ich hinschießen will nach. Also quasi, passen, Schuss,
Tastenkombinationen im Prinzip. Also fast nicht ganz Tastenkombinationen, muss einfach nacheinander machen, direkt, ohne Pause. So. Dann sind die direkt gelesen, wo ich hinschießen wollte. Voll krass. Nein, jetzt gibt er schon wieder vor. Ich wollte auf die Seite! Was ist das? Ich habe auf die Seite geklickt, damit er den Puck rausgibt. Alter, leck mich am Arsch. Das Spiel hasst mich ganz. Also teilweise die Steuerung ist eine Katastrophe. Beziehungsweise sie ist vielleicht zu sensibel, das ist vielleicht das Problem, was ich habe. Ja gut, hatten wir ja schon mal, wa? Dass die Steuerung zum Teil zu präzise ist, wenn ich nach hinten spielen will. Dass ich die wirklich präzise nach unten sein will und sehen, die ein bisschen schräg nach unten ist, schon nicht mehr nach unten. Gut, genug reklamiert, mein Fehler. Es gehen jetzt da 2 drauf, wo ich einen kontrolliere. Das ist auch so etwas, da werde ich niemals verstehen, was da im Spiel los ist. Wieso ist nicht schnell, wenn ich einen kontrolliere, dass der andere vielleicht woanders hingehen soll? So. Abpraller verwertet. Ausgleich. Mal, ich will jetzt die Deutschen weiterkommen, ganz ehrlich. Muss so schwer sein. Es war der Bug. Nee, das war nicht der Bug. Es war die Nummer 26, Brandon Siegel. Oh, Siegel. Brandon Siegel. Ist egal. Egal. Schuss, Abpraller, Tor, so muss das sein. Nicht unbedingt das Schönste, was es gibt im Eishockey, aber hey, ist zweckmäßig. So. Nein, machen wir so, komm. Mann, ich habe kein Glück mehr. So, jetzt zur Seite rausgegeben. Dankeschön. Abseits. Ich wollte es gerade mal echt testen, ob das wirklich ein Abseits... Aber tatsächlich, ey. Die blaue Linie. Komm, ich gehe schnell zurück. Abseits. Was für ein Scheiß, ey. Ja, diese Abseitsregel werde ich nie verstehen. Rein logisch betrachtet. Warum? Okay, da war jetzt aber gar kein Bums dahinter. Nein! Ich wollte auf die Mitte spielen! Wieso hat er da draußen gespielt? Ich sage ja, die Steuerung zu präzise. Ist zu präzise für mich. Ich bin noch nicht so was Präzises gewohnt. Fuck. Ja, versuchst du Verteidigung zu umspielen, oder? Torhüter sieht. Okay, der macht das. Verteidiger weg, schießt aufs Tor. Ja. Eigentlich müssen Verteidiger umspielen plus einen Torhüter verwirren. Das wäre eigentlich dann, das wäre ein Nonplusultra. Na, versuch das mal. Dankeschön. Das hat er jetzt eigentlich nicht geplant. Kommst du gerade zur ersten Verlängerung, dem ersten Penalty-Schießen hier im Spengler Cup. Also im Spiel natürlich. Aber ich hatte keinen Bock drauf, mal ein Penalty-Schießen. Nee. Nein! Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war zu verwirrt, deswegen haben eine Millisekunde gezögert und darauf kann der Torhüter reagieren. Scheiße. Ich dachte, bei so einem Pulli-Schuss, da nimmt er ihn doch, aber nee. Hätten direkt reinschieben sollen, direkt zwischen den Beinen durch, fertig. Oh, Scheiße. Du musst ja echt teilweise so schnell reagieren. Ja, im Eishockey eben. So. Hä? Da kann er irgendwie... Da kann die PS-Tasten zu sehen? Die PlayStation-Tasten? Zack, ging da nicht rein, der ging irgendwie rein.
Okay, das war sehr seltsam, das Tor. Sehr seltsam. Aber egal, die Ice Tigers aus Nürnberg gehen zum ersten Mal in diesem Match in Führung. Und zwar mit 3:2. Dann Nummer 55. Eine Abprallerverwertung ihresgleichen. Krass. Mann. Ah, der aber cool von mir. Nein! War schon der Gegner, der mich gestört hat. Das ist also etwas. Jetzt habe ich gerade hin und her geklickt mit R2, weil ich einen Spieler wechseln wollte. Ich wollte den nehmen, der direkt im anderen ist, weil ich dachte, da kommt ein bisschen Speed drauf, dann komme ich rein, aber so. Oh. Der wollte gerade echt jetzt einen Torhüter verwirren. Mann! Hätte auch reingehen können, ganz ehrlich. Bäm! Mist. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr tricksen, hatte noch genug Zeit, aber ja. Das Spiel sagt sich, da geht ein bisschen nach vorne, zack, Schuss. Irgendwann kriege ich ihn so rein. Irgendwann. Irgendwann fange ich an zu leben an. Ich dachte halt, ja, vielleicht verwirrt, vielleicht sieht nicht genug. Sehr Position, ernsthaft. Gut, ich hab's vorhin auch so, wow, so versucht, insofern. Nein! Jetzt wollte ich direkt, nachdem ich ihn getunnelt hätte, wollte ich direkt... Okay. Ja, sicher, das Scheiß hat nicht mal gezählt. Sehe ich jetzt erst. Scheiße. Das 3:2. Ich dachte gerade... Hey, also gerade... Ja. Wir gehen nicht in Führung, Entschuldigung, wir gehen nicht in Führung, weil irgendwie das Tor nicht gezählt hat. Vermutlich irgendwie Schlittschuh und so. Was ich gar nicht gesehen habe. Egal. Ende regulären Spielzeit. Geil. Es geht in Verlängerung. Jetzt wird es richtig lustig. Müsste 3 gegen 3 sein, oder? Spannung pur hier in der Arena, im Spender Cup in Davos. Es geht in die Verlängerung mit 3 gegen 3 Feldspielern für knapp 5 Minuten. Also eigentlich Hingeh-Minuten. Mann, ich kann's vielleicht... Scheiße, hey. Es ist immer ein Gegner im Weg. So. Natürlich im Vorteil, dass du mit nur 3 Spielern siehst du ein bisschen mehr und das ist der Abseits gewesen, weil ich von hinten nach vorne gerannt bin. Was bei 3 gegen 3 eigentlich üblich so ist, oder? Es ist die erste Verlängerung, die ich hier im NHL spiele, also insofern. Aber ich habe keinen Bock auf Penalty schießen, ganz ehrlich. Null Bock. Mann, wieso hat den Abprall nicht genommen? Das war eigentlich mein Ziel, draufschießen mit dem Abpraller verwerten. Aber irgendwie... Es war keiner mehr hinten. Was war das? Wieso war keiner mehr hinten? Leute, versteht das nicht. Wieso war keiner mehr hinten? Ich habe hin und her geswitcht, aber die haben nichts mehr gemacht. War einfach, sind auf ihren Plätzen geblieben. Ja, und das war's dann. Das war's leider. Nürnberg Ice Tigers sind raus. Das Spiel ist vorbei. 3:2 nach Verlängerung.
Für mich unverständlich. Ja, wenn man das 3:2 in der regulären Spielzeit hätte meiner Meinung nach das gelten müssen, ganz ehrlich. Mit der Treffer in der... Ja, was da am Schluss noch los war. Warum ist der eine noch so weit hinten? Der kam einfach nicht nach vorne, der hat nichts hingekriegt, leider. Der hat gar nichts hingekriegt. Ich gucke mal ganz kurz das Sofort-Play. So, jetzt ganz langsam. Wir sind zu dritt. Seht ihr das? 2 sind hinten. Hier sind 2 hinten. So. Der eine wechselt. Was ist das für ein Penner? Seht ihr das? Das Spiel verarscht mir doch hier. Hier sind es 2 hinten, okay. Da kommt der Gegner in Puckbesitz. Er stürzt nach vorne. Klar, jetzt müssen doch beide zurückkommen, damit wir zu dritt hinten sind. Der eine wechselt aus. Leute, ich habe keinen Einfluss aufs Auswechseln. Habe keinen Einfluss drauf. Das macht das Spiel einfach so. Wechselt der aus im dümmsten Zeitpunkt. Aber natürlich nur, ja, Unterzahlsituation, logisch. Wenn unser zu zweit, als ein Dritter plötzlich aber zu spät kommt, ich kann nichts mehr machen. Tut mir sehr leid für die Nürnberg Ice Tigers, aber da ist nicht meine Schuld. So, da kann ich nichts für. Das war ganz klar das Spiel, das war eine Sabotageaktion, sorry, aber das war einfach so. Als ob eine vernünftige Mannschaft, egal wie lange jemand auf dem Feld ist, und wenn er 10 Minuten am Stück auf dem Feld war, wenn ein Gegenangriff stattfindet, geht doch der nicht auswechseln. So im Sinne, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe erstmal raus. Was für eine gequirlte Scheiße, ganz ehrlich. Das kotzt mich gerade sowas von an. Ja, die Deutschen sind raus. Schade. Ich hätte irgendwie gerne ein Match zwischen den Deutschen und Schweiz gehabt im Finale wieder. Daraus wird leider nichts. Schön. Ja, weiß auch nicht. Bin gerade ein bisschen sauer. Na klar, es war nicht mein Glanztag, muss man auch mal so zugeben, aber trotzdem, was da zum Teil abging. Das 3:2 nicht gezählt hat, gut. Lassen wir es ist vorbei. Friede, Freude, Eierkuchen. Ein paar Teams haben noch gezockt, oder? Jetzt machen wir einen Tag simulieren. Wie sieht's aus? So, ist vorbei. Das heißt, ihr seid raus. Playoffs Gruppe A, ja, die sind aus, also da sieht man da. Hier sieht man's. Playoff-Spielplan, ja. Genau, Kanada-Sieger, Trinex-Sieger, das heißt Davos gegen Kanada und Medalor Magnitogars gegen den tschechischen Vertreter. Was ich hier ein bisschen schade finde, man sieht ja auf die Zeit nicht, wann die spielen. Wie doof, auch spielen jetzt Davos gegen Kanada. Cool, hier steht Ed. Wir spielen zuerst die Russen gegen Training, bin ich auch nicht ganz so sicher. Naja, wir sehen sie dann, Leute. Das war's soweit für heute da im Spellern Cup in Davos bei NHL 19. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal, dann geht's los mit den Halbfinals. Also im Prinzip sind noch 3 Spiele vor uns. 2 Halbfinale plus das Finale und dann ist der Modus auch schon noch vorbei. Bis dahin, ciao, ciao.